Das ist der Donnerschlag Spezial zum Jahresende 2023. Ja, wir stehen am Ende von dem Kalenderjahr. Und so lade ich dich ein zu einem persönlichen Jahresrückblick. Ich lade dich ein, innezuhalten und zurückzuschauen aufs vergangene Jahr. Das Jahr 2023 ist unter der Losung von einem Bibelwort aus dem 1. Mose 16 gestanden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich schlage dir vor, das vergangene Jahr unter dem Gesichtspunkt von dem Bibelwort Revue passieren zu lassen. Ich habe im Metal-Gottesdienst im Januar über den Vers predigt. Ich erwarte jetzt nicht, dass du jetzt noch alles präsent hast, was ich damals gesagt habe. Aber vielleicht magst du die Predigt, wo es um das Electric Eye von Judas Priest und die biblische Hagar gegangen ist, jetzt zuerst noch einmal zu Gemüte führen, bevor du hier weiterhörst und deinen persönlichen Jahresrückblick machst. Du findest den Link eingeblendet. Aber du wirst auch sonst weiterkommen, wenn du jetzt einfach direkt weiterhörst. Die Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und der Blick von Gott ist nicht irgendwie misstrauisch kalt, so gnadenlos richtend, so wie von einem allgegenwärtigen Überwachungssatellit. Nein, Gottes Blick auf die Hagar ist vielmehr wohlwollend, warm und barmherzig aufrichtend. Und darum ist meine erste Frage an dich. Wo hast du dich im letzten Jahr gesehen gefühlt? Wo hast du erlebt, dass die Menschen wohlwollend warm begegnet sind? Wo hat dich ihr Blick barmherzig aufgerichtet? Wo wäre es vielleicht noch dran, Danke zu sagen dafür? Und wo ist das Wahrgenommen von Menschen auch transparent geworden für Gottes liebevollen Blick? Ja, überhaupt, wo hast du dich von ihm gesehen gefühlt? Wo möchtest du ihm noch Danke sagen? Ich habe noch einen zweiten Themenkreis zum Zurückschauen auf das vergangene Jahr. Wir sollen den Blick von Gott auf unsere Mitmenschen imitieren. So habe ich gesagt. Jetzt ist es aber ausgerechnet die Familie von Sarah und dem Abraham, also die Erzeltern vom Glauben, die zum Ort von Unterdrückung wird. Gibt es im vergangenen Jahr auch Fälle, wo wir Buße tun müssen? Weil unser Blick auf die anderen daneben war. Hast du Menschen übersehen? Wo ist es dir nicht gelungen, ein echtes Interesse für deine Mitmenschen zu entwickeln? Oder wo ist das Ansehen, wo du gegeben hast, deine Erwartungen, vor allem einfach unmenschlicher Druck gewesen, den du aufgebaut hast? Oder wo hast du anstatt den warmen, wohlwollenden Blick von Gott zu imitieren, selbstgerecht reagiert? Wo hast du es nur einfach besser gewusst und nicht die Not vom anderen wahrgenommen? Wo hast du nicht die Spannungen von dieser komplizierten Welt an dich hergelassen? Wo hast du es verpasst, Gott reinzunehmen in die Spannungen und nicht um seine Nähe gefleht und sein Eingreifen erbittet? Wo ist es dran, bei Menschen und bei Gott um Vergebung zu bitten? Dann gibt es noch einen dritten und letzten Aspekt, den ich für das vergangene Jahr möchte aufnehmen möchte. Die Geschichte von Hagar zeigt, dass Gott die Verletzten sieht und sie segnet. Die Hagar ist die biblische Patronin für alle Unangepassten, die eine Spur neben der Spur suchen. Die Hagar ist ein Zeichen der Hoffnung für die sich als Randfiguren in einem schlechten Spiel fühlen. Die Gemeinschaften der Erwählten haben müssen verloren. Doch Gottes Treue geht viel weiter, als die vermeintlich Erwählten oft wahrhaben wollen. Gott gehört nicht denen, die sich am lautesten auf ihn berufen. Und so frage ich dich, wo hast du im vergangenen Jahr dürfen erleben, dass du nicht zur Hand von Gott ausgehst? Dass du nicht aus seiner Hand rausgehst, obwohl du aus irgendeinem Grund nicht wirklich reinpasst in die Kirchenwelt? Oder wo hast du selber beitragen, dass jemand, der nicht reinpasst, hat dürfen erleben, dass Gottes Liebe auch ihm oder ihr gilt? Du bist ein Gott, der mich sieht. Das gilt auch weiterhin im kommenden neuen Jahr 2024. Für Gott.